Ja, Ultra mag man nicht 1000 Sachen überlegen zum Pushen, wo lieber mehr Sound machen, wo für sich spricht. Aber weiss ja von deinem Content, dass es nicht so der Way ist. Ja, schau. Ja, nein, ich würde nicht sagen, es ist nicht der Way. Ich sage mal so, wenn du halt erkennst, dass du das selber nicht machen willst. Also ich rede jetzt eher von der Vermarktung, sagen wir aus Künstler- oder Künstlerinnenperspektive, wird man irgendwie wie so selber nicht Promo machen für sich selber, weil das auch kann awkward sein, so. Spricht es auch nicht dagegen, dass du sagst, du nimmst irgendwelche Leute ins Boot, oder? Irgendwelche Homies, Freunde oder Freundinnen, nimmst die ins Boot, dass sie wie so ein bisschen in deinem Namen können Promo machen für dich, so dass man das nicht selber muss machen, irgendwelche Leute anschreiben oder mit kleineren Medien, Promo-Plattformen reden oder was auch immer dort irgendwie ähm, dazu definierst. Aber ja, ein bisschen Gedanken drüber machen, wie man halt seinen Song an Mann und Frau bringt oder an Konsumenten raus. Ich glaube, siehst vielleicht du selber auch, dass du nicht so drum herumkommst. Also ein bisschen Gedanken muss man sich schon machen, weil keine Ahnung, so ein bisschen der Dream, dass man jetzt einfach nur im Studio kann sein und dann droppt man den Song und dann passiert alles magischerweise. Ja, es ist schwierig, zum so etwas zu erklären, weil ich sehe das halt natürlich einfach anders, aber ich verstehe auch, dass das wie so zwei verschiedene Ansichten sind, weil ich halt da aus der Musikmarketing-Perspektive das anschaue und nicht aus der aus der Creator-Perspektive. Und ich kann voll verstehen, wenn jetzt die Leute sagen, ja, also eher aus musikschaffender Seite, du hast ja deinen Job wie so gemacht, du bist im Studio gewesen, du hast jetzt geschaut, dass dort das alles stimmt, dass das alles super tight ist. Und dann hat man halt den Job gemacht, spätestens dann, wenn man den Song released hat und der Welt sozusagen wie so zur Verfügung gestellt hat, hat man halt seinen Part gemacht, vom Künstlerischen her, so, vom Künstleraspekt, was auch stimmen würde, wenn man das so argumentiert. Ähm, und es wäre jetzt auch fair, wenn du sagst, also als Künstler oder Künstlerin, dass man sich nicht so mega Ansprüche setzt oder irgendwie sagt, ja, mir ist es eigentlich relativ gleich, was mit diesen Songs passiert, wenn sie dann draussen sind auf dem Markt sozusagen, was auch voll okay ist. Aber der Content ist dann schon, also wenn es dann um Songkommunikation geht oder mir da irgendwie so darüber reden, ja, du kannst halt Songs pushen und du kannst halt dort dir Content-Strategie und so überlegen. Es muss auch nicht heißen, dass das dann für jeden ist, weil gewisse Leute wollen sich dort vielleicht nicht so Gedanken machen, was auch voll legitim ist. Und es gibt auch gewisse Leute, wo wie so einfach den Song releasen können. Und es kann dann passieren aus der Natur raus, dass es einfach irgendwie ein Zeitgeist catchen tut. Und dann hast du halt deine Hörer und Hörerinnen, die das dort auf und ab streamen. Hat es auch schon gegeben. Ich gehe bei vielen von diesen Content-Sachen da auf dem Cola-Podcast, wenn ihr euch vorstellt, gehe ich halt immer vom Durchschnitt aus. Meistens. Oder ich versuche es so aufzuzeigen, dass es für den Durchschnittsartist irgendwelche Ideen gibt, wo man sich dort rausziehen kann. Also es ist ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, aber das auch mit Songkommunikation, es ist dann nicht so, dass klar kann man auch jedem nachher die Leute zeigen, wo halt bei denen sieht es halt so aus, als würden die einfach den Song droppen und nachher läuft das irgendwie nach einer Woche, zwei oder nach 5 Wochen oder nach irgendwie 10 Wochen, whatever. Aber mich interessiert halt meistens so der Durchschnitt oder was bei den meisten passiert, nicht was bei Vereinzelten passiert. Und bei den meisten von denen gilt halt wie so ein bisschen das, es ist nicht eine Regel, die in Stein gemeißelt ist, aber du musst halt wie so auch etwas dafür machen, sprich, du musst die Songs pushen und dann sind wir wieder im Gebiet von Songkommunikation. Darum, ich fände es jetzt fair, wenn du sagst, wenn du es nicht selber machen willst, Songkommunikation oder promoten, so dich selber promoten, weil das halt ein bisschen auch komisch könnte sein,
dann spricht ja auch nichts dagegen, jemanden dort dazu zu holen, sage ich jetzt da. Vor allem jetzt, wenn wir an so einem Tag jetzt da sind, wo jetzt dann, nein, es sind schon die neuen Songs rausgekommen jetzt, wenn ich da auf die Uhrzeit schaue. Aber vielleicht ist halt dann die Lösung für die sich überlegen, ja gut, ich habe nicht so selber Bock, meine Songs zu pushen, ist vielleicht die Lösung, schaut mal, wer ihr um euch herum habt, im Umfeld, und stellt die Leute ein, sozusagen, als Promoter von euch, von eurer Musik. Wäre auch legitim. Ich habe jetzt nicht so Fälle gesehen, wo das so testet unter einem Freundesumfeld, sage ich jetzt mal. Es gibt halt dann eher Leute, oder Jüngere, die sagen, ja, lass mich zu so einer Promo-Agentur gehen. Aber ich glaube, du musst gar nicht so weit denken. Vielleicht reicht es auch nur, wenn du halt jemanden in deinem Umfeld hast, der halt E-Mails für dich macht oder halt eben den Push sozusagen macht oder sich ein, zwei Content-Ideen überlegt mit dir zusammen, wo du halt dann als Künstler oder Künstlerin einfach absegnen und sagst, okay, das ist cool so. Ich sehe beides voll. Finde auch spannend, was du für Inputs in diesen Bereich hast. Aber eben, ich allein, das mache schießt mich nur an. Das mache ich in dieser Zeit lieber, was mir Spass macht, neue Songs mit Mixing-Auftrag. Ist fair. Ist total fair, Kimo, weißt. Und zum noch fairer sein, bei diesen Mixing-Aufträgen kannst du wahrscheinlich auch gerade, kannst vielleicht auch Sachen in Rechnung stellen, kannst wieso auch gerade so einen Side-Hustle haben und es macht dir auch noch Spass, dann hast du Win-Win-Situation. So, dann ist gut. Weil ja, gewisse von diesen Ideen, die wir da in Content und Uploads verpacken, sind halt vielleicht teilweise nicht nur für uns selber, wenn man halt nicht so mag, was auch voll legitim ist, wenn man halt das nicht alles selber stemmen will. Und gewisse von diesen Ideen sind halt auch so für den Fall, wenn du vielleicht sagst, okay, du willst jemanden dazu holen, weißt, wo das mit dir zusammen könnte stemmen. Weil ich verstehe schon, dass du jetzt vielleicht eher jemand bist, der vieles noch macht nebenbei und auch noch Mixing-Ingenieur ist und irgendwie noch selber seine Songs wird machen im Studio. Aber vielleicht hast du jemanden im Umfeld, hättest du jetzt zum Beispiel jemanden, der jetzt so ein bisschen Ride or Die ist und mit dir das könnte machen. Vielleicht ist genau das die Lösung, dass du sagst, schau mal, wer rum ist bei dir und du wie so ein bisschen die Person in deinen Zirkel holen, so in dein Boot. Und wer hast, der das gerne macht und daran glaubt, safe, macht auch Sinn. Ja, voll. Also sind wir natürlich auch, es ist schon nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt darstelle. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ultra easy ist, jemanden zu finden, der nachher Teil von deinem Artist-Team ist, sozusagen. Aber ich kann schon verstehen, es ist legitim. Du bist nicht der Einzige, der sagt, dass es ihn oder sie anschießt, Songs selber zu promoten oder selber zu vermarkten, sozusagen, und Content-Ideen ausprobieren. Mit dem Collab-Material kann ich auch nur so weit gehen, um halt die Denkanstöße geben, die Ideen geben. Und vielleicht allenfalls über die ein oder andere Content-Strategie reden. Aber wie ihr dann das ausführt oder was ihr mit der Information macht, das ist dann komplett euch überlassen. Und es wäre auch fair, wenn du jetzt einfach sagst, du machst weiter mit deinen Songs, einfach Musik produzieren und die releasen und dann baust du einfach den Katalog auf. Und das Schöne an Songkommunikation, sage ich jetzt mal abschliessend, für die ein bisschen aufgepasst haben teilweise oder jetzt neu das sehen und sich ein bisschen für Songkommunikation interessieren. Das Schöne ist, Songkommunikation ist etwas Zeitloses. Das geht nie weg, weil dein Katalog, den kann man halt dann auch noch in 5 Jahren pushen. Darum, wenn er jetzt eher so sind wie der Gimu, was nicht falsch ist, der Gimu 404, der da vorher gesagt hat, ja, er hat ein bisschen Mühe damit, selber nachher die Songs zu pushen, die er released. Oder wo die da jetzt zuschauen, wo das interessiert, kannst halt auch einfach den Katalog aufbauen. Und dann tust halt den Song erst in 4, 5 Monaten, fangst du an zu pushen, wenn er halt schon ein bisschen in der Streaming-Welt draussen so ein bisschen aufkochen können. Ist auch eine Lösung. Geht natürlich auch so. Und dann hat man bis zu dem Zeitpunkt hat man dann auch noch mehrere Songs released.
Und dann kann man vielleicht gewisse Songs vorholen in der Kommunikation. Und macht es halt nicht gerade sofort dann, wenn der Song released worden ist. Ist auch eine Strategie, wie man Songkommunikation kann anschauen kann. Die Songkommunikation ist jetzt ist nicht etwas, wo nach einem Monat weggeht oder so. Das ist etwas, solange man einen Katalog hat, einen Musikkatalog als Künstler oder Künstlerin, wird auch Songkommunikation oder halt Promo, Marketing sozusagen, wird nie weggehen. Oder Promo-Marketing ist jetzt ein bisschen sehr übergreifend gesagt, aber Songkommunikation, das heißt, deine Songs pushen, das wird nie verschwinden, solange halt einen Katalog draus hast, wo sich irgendwie Leute können anhören oder entdecken können, sozusagen. Aber eben, ihr wisst Bescheid, gewisse, die da ein bisschen aufgepasst haben, es gibt ja lauter Songs, die erst sehr, sehr viel später nach Release plötzlich relevant werden bei den Konsumenten, bei den Musikhörern da draussen. Und dann ist es ja voll legitim, dass du sagst, okay, easy, zum Zeitpunkt vom Release wird man es irgendwie noch nicht so mega krass pushen. Aber vielleicht dann 3 Monate danach holt man es dann wieder führen. Ich fände es auch ein bisschen schade, wenn man es gar nicht mehr führen holt, wenn man gar nie mehr den Song kommuniziert. Wenn man einfach am Wochenende, wo der Song rauskommt, irgendwie den Release zweimal postet und dann nie mehr. Das ist halt dann würden jetzt vielleicht so Leute wie ich sagen, okay, ist noch ein bisschen Nachholbedarf bei der Songkommunikation da, sage ich jetzt. Aber easy. Es ist noch kein Meister vom Himmel geflogen, oder wie sagen wir so schön?